Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen Video. Einmal wieder ein Star Stable. Ich habe mir überlegt, ich zeige mal meine Outfits, die ich bisher zusammengestellt habe. Ich spiele ja bald ein Jahr und da sind so einige Outfits zusammengekommen. Ich habe, glaube ich, im Schrank 5 Seiten nur mit Outfits, glaube ich. Ich zeige es euch mal. Die Kleidung habe ich von der Seite 6, alles so in einer Reihe. Bis Seite 10 fast alles. Eigentlich sind die meisten irgendwelche Sets, wie zum Beispiel ein Wolkenschimmer, Wolkenschimmer. Etwas anderes und Wolkenschimmer. Aber die ich selber zusammengestellt habe, sind als Beispiel das da. Das Gelbe. Das habe ich zusammengestellt für einen Araber-Pinto, der auch geile Ausrüstung hat. Und ich finde, das passt eigentlich relativ gut. Eigentlich würde ich jetzt sagen, mit einem weißen Helm und weißer Hose und weißes Hemd würde es vielleicht sogar besser aussehen. Aber es ist jetzt nicht schlecht, finde ich. Also ich mag ja vor allem auch die Farbe Gel. Dann mein nächstes selber zusammengestellte Outfit ist das da. Das habe ich einfach zum Spass gemacht. Hat vielleicht nicht gerade den besten Wert, aber ich finde es auch mega toll. Für mich wäre es ein 10 von 10, finde ich jetzt. Vor allem den Rock finde ich mega schön und die Kappe ist auch herzig. Und das Oberteil, das ist das DJ Kai Oberteil, das man, glaube ich, von Pinto kaufen kann. Ich glaube, ich habe es im Globi gepostet, also im Global Store. Und ja, dann das nächste, das ist vom Regenbogen-Event. Das habe ich, glaube ich, sehr lange angehabt. So im Juni, so im Sommer. Und ich finde es auch relativ schick. Es ist kein Set, aber so fröhliche Farben und so. Also, ja. Das nächste zusammengestellte ist das da. Denn das Outfit habe ich zusammen mit dem Runenläufer den ganzen Tag gehabt. Ich habe das bei jemand anderem beim Jumpy gesehen, wo das Outfit auf einem Runenläufer angehabt hat. Es hat so gut ausgesehen, ich musste es unbedingt haben, weil es halt mega cute ist. Und zusammen mit dem Runenläufer sieht es auch mega schön aus, wenn ich ihn jetzt finde. Ich war bei dem Namen sehr, sehr kreativ bei ihm. Und ja, das Outfit passt extrem auf den Runenläufer. Finde ich. Dann habe ich mir so gedacht, ja, das wären jetzt Kleider, die ich in echt anlegen würde. Also ein Ritterhelm, rot karierte Jacke, ein T-Shirt drunter, dunkle Hose und irgendwelche dunkle Schuhe. Also, und vielleicht noch passende Händchen. Also so ein Outfit würde ich in echt anlegen. Ja, das habe ich zusammengestellt, weil ich auch rot karierte Sachen mega gerne habe. Vor allem die Mütze finde ich richtig schön, zusammen mit dem Oberteil. Der rot-schwarze Schuhe und der schwarze Hose, der schwarze Händchen. Ich finde das richtig schön. Ja, ich glaube, das würde ich auch in Nacht so anlegen, wenn es es gäbe. Man kann sich auch in Nacht nicht zusammenstellen. Gibt es bestimmt. Dann das andere ist das da. Da kannst du die Händchen ausziehen. Das gehört da nicht dazu. Da habe ich einfach die Jacke so cool gefunden und habe unbedingt ein passendes Outfit dazu machen. Es ist ein bisschen komisch, finde ich. Es geht auf wie heißt das Ross? Bei mir ist der Midnight. Erinis. Zu dem da passt das Outfit perfekt. Oder ist der gewesen? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall. Irgendein violettes magisches Hose hat es richtig geil ausgesehen. Und ich finde irgendwie das Gelb in der Hose und das Gelb und ein bisschen das Rot, Rosa, Pink, was auch immer. Passt auch relativ zusammen. Vielleicht die Schuhe irgendwie andere Farbe. Aber sonst ist das relativ schön. Dann habe ich ein Outfit mit der Jacke, weil die Jacke ist richtig schick. Die ist eine Geburtstagsjacke. Und ich denke, so ein bisschen hellblau, weiß, passt doch alles ein bisschen zusammen. Und ich finde es auch relativ schön. Das Outfit ist ein bisschen witzig. Das habe ich an diesem Tag zusammengestellt, bevor der Schnee kam, also am 3. Dezember. Und ich habe das Outfit zusammengestellt, weil ich noch keine Winterkleider hatte, weil das bevorstehende Winterevent war das allererste Winterevent und darum hatte ich keine Winterkleider.
Dann habe ich einfach Sachen genommen, die warm aussehen. Also die Jacke, einigermaßen, die Mütze, die Hose. Für die Hose habe ich ein Kompliment bekommen, so voll random. Und irgendwelche Schuhe, die auch warm aussehen. Ja, ich finde es eigentlich noch irgendwie cute. Denn das Outfit habe ich relativ lange im Winter angehabt. Es ist inspiriert aus einem Anime. Das Outfit, so geile Handschuhe, rote Jacke, weiße Hose und die Ohrenwärmer. Und der Anime heisst Clannad. Und ja, aus dem ist eigentlich das Outfit in der allerletzten Folge. Eigentlich gerade mega Spoiler, aber okay. Dann mein nächstes Outfit ist ja noch so ein Rocker-Outfit. Wenn man dem so kann sagen, so ein schwarz, bisschen weisses. Das geht auf schwarzen Rösser richtig gut aus. Vor allem, wenn sie so Glitzer drin haben im Sattel und so. Zum Beispiel da beim Chaos. Ich finde die Kombination mega toll. Vor allem, ich habe noch so schwarze Zöpfe im Schrank. Und mit denen sieht es gerade doppelt cool aus. Ja, das würde dann in etwa so aussehen. Es passt auch mega gut. Er hat wirklich verschiedene Schwarztöne, ist jetzt ein bisschen speziell, aber er hat das selber in den Kleidern, auf der Hose ein bisschen da und da im Zaumzeug. Es ist mega nice. Oh jö, okay, mit den Haaren ist es super herzig. Das wäre dann ich einfach so ein blaues Outfit braucht für Rösser mit blauer Ausrüstung. Dann ich gedacht, finde ich das Oberteil noch relativ schick und da halt etwas Passendes dazu. Aber mit diesen Haaren ist es so super herzig. Jö. Okay, das ist cool. So. Ja, das wäre so ein blaues. Das gefällt mir jetzt nicht so, aber ich habe nicht besseres angekriegt damals. Und jetzt kommen wir zu meinem absoluten Lieblingsoutfit. Inklusive Haare. Das wäre das da. Mit dem bin ich mega lang durch Star Stable durchgelaufen. Also durch die Welt von Star Stable. Ich finde das Outfit einfach richtig cool. Es hat wahrscheinlich nicht gute Stats, aber dafür ist es optisch richtig toll. Vor allem auch mit der Frisur. Die hatte ich auch sehr, sehr lange gehabt. Locker ein halbes Jahr oder so. Bis ich dann andere gefunden habe. Weil ich halt nicht will, dass es ein bisschen mehr weich aussieht. Und so. Ja, und das wäre so ich von früher noch. Mit dem Outfit. Okay, dann habe ich gedacht, machen wir noch so ein bisschen etwas Lustiges. Nämlich ein zufälliges Outfit mit einer Zufallszahl. Schnappen wir da mal schnell das Anfi. Wo ist er? Der Elder Scroll ist mein Anfi. Dann Chester Girl weg tun. So. Ja, da freut er sich schon. Ich möchte jetzt mal ein komplett random Outfit zusammenstellen für beide, also ich und mein Ross. Und ja, ich bin gespannt, wie das wird aussehen. Dann noch die Frisur ändern, macht dann nachher. Und ja. Und dann macht er wahrscheinlich einen Timelapse oder so drin. Und dann sehen wir uns später wieder.
Also Leute, das ist mein Outfit. Ich habe irgendwie keinen Sound. Okay. Nicht so schlimm. Dann tue ich einfach Musik hinterlegen und so. Aber ja, ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Also ich finde es absolut schrecklich und lustig. Ja. Die Haare können ich nicht zufällig machen. Das wäre das da. Oh, das ist ja noch schlimmer. Oh no! What the heck? Ja. Das wäre mein Zufallsoutfit. Also ich finde es richtig lustig. So, jetzt kommen da die beiden Topmodels in den besten Outfits ever. Es geht so bescheuert aus. Machen wir das Vircraft-Geländerennen. Weil das ist eines für die Wiederholbaren. Und Morgana startet mich gerade an. Ich glaube, sie wird rauf. Ja, oh, da ist sie schon. Ja, tschüss, sagen Morgana. Sie hat sich gerade am Mikrofon geschmiegt. Gut, dann mal schauen, ob ich da meine beste Zeit schaffe. Was die anderen echt denken, wenn sie mich sehen. Es ist so ein bescheuertes Outfit. So anders richtig schön, dann komm einfach ich. So, mal schauen, wie schnell bin ich. Also meine Bestzeit ist 1,579. Mal schauen, ob ich es besser hinkriege. Ich habe vorher schon in Vircraft ein bisschen gelevelt. Darum bin ich jetzt gerade ein bisschen in Übung. Und irgendwie wirkt er extrem langsam. Obwohl, er ist Level 15. Und eigentlich voll Stats. Wenn ich auf Wiese drauf hätte. Ausser man reitet so wie ich und verpasst das. So, jetzt okay, ich brauche ja ewig. Hey. Wenn ich den Fehler nicht gemacht hätte, wäre es etwa bei 1,10 oder so. 1,17, das ist eine spezielle Zeit. So, soll ich dann mit einem anderen Ross ab später. Zuerst gehen wir wieder retten. Mit einem legendären Outfit. Ich glaube, das will ich speichern, weil es einfach witzig ist. Okay, ich glaube, das wäre es jetzt wieder für ein Video. Das war jetzt relativ spontan. Und ja, dann sehen wir uns sicher wieder im nächsten Video oder hören oder was auch immer. Und bis dann. Ciao, ciao.